Ich weiß, dass mein Stamm in Deutschland sehr bekannt ist. Ich komme vom Stamm der Friesen. Ich weiß nicht, ob ihr von denen schon gehört habt. Es gibt Ostfriesen, das sind die Leute, über die man Witze macht in Deutschland, weil man denkt, das sind so die Dümmsten, die so in Deutschland rumlaufen. Ich weiß, die Schweizer denken sowieso, wir sind ein bisschen dumm, aber die Deutschen denken über die Ostfriesen noch schlechter als die Schweizer über die Deutschen. So, woher weiß ich das? Nun, ich war schon ein paar Mal hier und ich mag nicht sagen, dass ich Deutsch bin. Ich bin Österreicher. So, in diese Richtung. Und wenn du Ostfriese bist, also als Teil einer Minderheit, wir sind eine von 4 anerkannten Minderheiten in Deutschland. Das sind einmal die Sorben in Sachsen, das sind die Dänen in Schleswig-Holstein, das sind die Deutschen, Sinti und Roma und die Friesen. Also ich bin Teil einer Minderheit, ich bin Diskriminierung gewöhnt und all diese Dinge. Aber weißt du was? Wenn du an dem Punkt bist, dann ist dir so alles egal. Da lebt es sich richtig gut mit und weil wir immer an der Küste aufgewachsen sind, wir sind nicht besonders emotional. Also bei uns ist so das Maximum an Begeisterung. Also wenn du wirklich ausflippst, wenn du wirklich Attacke machst, wenn du Weltmeister geworden bist, dann sagen wir, jo. Und ich habe festgestellt, das habe ich mit euch gemeinsam. Ihr seid auch nicht so emotional, aber wir brauchen eine gute Preaching Experience heute, weil sonst ist das schlecht für euch. Wenn das schlecht für euch ist, ist es schlecht für mich. Wenn es richtig schlecht ist für euch, dann ruft Leo mich nachher an und ich möchte nicht, dass er mich anruft. Ich möchte, dass er relaxed im Urlaub ist, weil das hat er megamäßig verdient. Und so brauchen wir eine gute Preaching Experience. So, Regel Nummer 1, bitte schau mich so an, weil ich sensibel bin. Schau mich so an, als wenn Gott mich liebt. So ein bisschen freundlich. Ja, so, genau, so wie Christen gucken. Das tut schon mal gut. Und wenn ich irgendetwas sage, wo du sagst, das ist nicht ganz verkehrt, dann könntest du sagen, come on. Und wenn etwas so dich richtig anspricht, weißt du, wo du sagst, wow, das ist ein Wort von Gott für mich, dann sagst du, jo. Dann weiß ich, es hat dich berührt. Schaffen wir das? Also bei 3 sagen wir mal alle Jo. Ja, das war schon total enthusiastisch. Das war emotional überbordend. Also für Schweizer richtig gut. Ich fühle mich fast wie in Afrika. Ich habe eine Zeit lang in Südafrika unter Zulus gearbeitet mit Tent Crusades. Das war cool. Du musstest nur sagen, hallo, und die Leute standen schon auf der Bühne, waren begeistert, der Heilige Geist hat sie berührt. Ich glaube, ich werde das für immer vermissen in meinem Leben. Aber nun sind wir bei den Friesen, bei den Westdeutschen und bei den Schweizern. Ich habe eine Predigt mitgebracht heute Morgen und der ganze Gedanke dahinter ist, was könnte dir helfen, deine Berufung zu leben? Und mit Berufung meine ich jetzt nicht so Pastor oder wie auch immer, das könnte es ja auch sein, sondern das, was Gott für dein Leben geplant hat, das, was Gott für dich vorhat. Das, wo Gott sagt, hey, da will ich dich gebrauchen, genau da, wo du bist. Was könnte dir helfen, deine Berufung zu leben? Und da habe ich überlegt, was hilft mir eigentlich, meine Berufung zu leben? Und ich habe dir 3 Gedanken mitgebracht, von denen ich hoffe, dass sie dich segnen werden. Und meine erste These heute Morgen ist, Gott ist nicht logisch. Damit meine ich nicht, auf gar keinen Fall, wenn du in die Kirche kommst, dann leg deinen Verstand an der Garderobe ab und wenn du aus der Kirche wieder rausgehst, dann nimmst du deinen Verstand wieder mit. Das meine ich nicht. Natürlich brauchen wir Logik für diese Erde und Glaube ist auch nicht irgendwie komisch oder wie auch immer. Aber wenn wir über Berufung nachdenken, dann dürfen wir nicht mit unserem trainierten, logischen Gehirn antworten. Zum Beispiel sehen wir in der Bibel, Gideon soll eine Riesenarmee besiegen. Und die Logik wäre, Gott verschafft ihm so viele Soldaten wie nur irgendwie möglich. Aber Gott handelt unlogisch und er sagt ihm in Richter 7, Vers 2, der Herr aber sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. Logisch wäre, mehr Soldaten. Gottes Logik ist, weniger Soldaten, damit Gott am Ende die Ehre bekommt. Oder in dieser herausfordernden Situation, Mose soll zu dem damaligen Herrscher eines Weltreiches
Ägypten gehen, zu einem Mann, der als Gott gleich empfunden wurde. Wenn er sagt Tod, dann bist du tot. Und er soll zu diesem Mann gehen und sagen, hey, ich will alle Sklaven aus Ägypten rausholen. Euer Wohlstand wird sich dezimieren die nächsten Jahre. Und wir werden hier einfach mal verschwinden. Und dann hätte ich mir gedacht, ja, was brauchst du für diese Berufung? Und ich hätte mir, wenn ich Mose gewesen wäre, so ein paar Gimmicks gewünscht. So im Sinne von, ich gehe rein, ey Pharao. Er sagt, hey, wie redest du mit mir? Pass auf, ich bin Vertreter von Gott. Und dann lasse ich so ein paar Blitze durch den Raum gehen. Dann kommt Wolken, Feuer, Rauchdampf und dann macht es puff. Und dann würde ich ihm sagen, pass auf, wenn du jetzt uns nicht gehen lässt, dann bist du gleich weg. Sowas. Und Gott sagt, ja, geh zum Pharao, das ist deine Berufung und ich gebe dir was mit, einen Stock. Und dann hätte ich gedacht, Gott, kannst du da nochmal drüber nachdenken? Ein Stock, ich meine, was für ein Stock? Wenigstens mit ein paar Lichtern dran und mit Nebel oder so raus. Nein, einfach ein Stock. Und dieser Stock wird dem Pharao zeigen, wer Gott ist. Und weißt du was, wenn du den Stock fallen lässt, dann wird später eine Schlange daraus. Ich stelle mir das ungefähr so vor. Ich habe den Stock und ich lasse das Ding fallen und ich hoffe, wenn das Ding den Boden berührt, ist es eine Schlange. Und ich glaube, das fällt wie so in Zeitlupe. Pop, dann ist es eine Schlange. Und dann hätte ich mir theologisch schon wieder die Frage gestellt, warum eigentlich eine Schlange? Was hat Gott mit Schlangen am Hut? Wir wissen doch aus dem Garten, Schlange ist immer schlecht. Wir wissen aus dem Supermarkt, Schlange ist schlecht. Schlange ist immer schlecht. Warum eine Schlange? Ja, Gott ist eben nicht logisch. Gott will die Mauer von Jerusalem wieder aufbauen, die Stadtmauer. Und wen beruft er? Den Mundschenk, den Kellner, der den Wein einschenkt. Ich habe schon mal ein Haus gebaut, also nicht ich habe bauen lassen. Und ich wollte auch Mauern bauen. Und wen habe ich angerufen? Den Maurer. Weil der Maurer kann Mauern bauen. Das ist logisch. Gott will die Mauer von Jerusalem bauen. Und wen ruft er an? Den Kellner. Den Mundschenk. Gott will eine Arche bauen. Wen beruft er? Den Weinbauern. Gott will einen Riesen besiegen. Wen holt er? Den Hirten. Warum sage ich all diese Dinge? Weil wenn wir mit unserer Logik reagieren, wenn Gott etwas von uns möchte, und es ist egal, was es ist, dann denken wir haben ein bestimmtes Bild, welche Menschen Gott gebrauchen könnte. Wir reagieren mit unserer Logik auf Gottes Berufung für uns und dann kommen solche Ausreden dabei heraus, die es schon immer in der Bibel gegeben hat. Herr, ich bin zu jung. Passende Alternative, ich bin zu alt. Oder ich bin ein Mann. Deswegen geht das nicht. Oder ich bin eine Frau, deswegen geht das nicht. Ich habe einen falschen Akzent, deswegen geht das nicht. Ich habe zu viel Haare, deswegen geht das nicht. Ich habe zu wenig Haare, deswegen geht das nicht. Und Herr, sende nicht mich, nimm doch meinen Bruder. Die Ausreden, warum wir manche Dinge, zu denen Gott uns beauftragt hat, nicht tun, sind so lang wie das längste Paper der Welt. Das war schon immer so, weil wir versuchen, mit unserer Logik zu denken und überlegen, kann ich das? Kann ich ein ganzes Volk aus Ägypten führen? Nein, kann ich nicht. Kann ich eine ganze Armee besiegen? Nein, kann ich nicht. Kann ich einen Riesen besiegen? Nein, kann ich nicht. Unsere Logik macht immer deutlich mit sehr plausiblen Gründen, warum wir Dinge nicht tun können. Kennt das irgendjemand? Ich kann das jetzt nicht sagen. Meine Nachbarin denkt, ich gehöre zu einer Sekte. Ich kann die nicht einladen. Wenn die weiß, dass ich zum ICF gehe, dann bin ich nicht mehr cool, weil die standen schon in der Zeitung. Die Logik ist, lade sie nicht ein. Und der Heilige Geist sagt, lad sie erst recht ein, weil sie ist gerade jetzt, das ist ein prophetisches Wort für jemanden, gerade jetzt in einer Situation im Leben, wo sie so dringend die Liebe Gottes braucht. Aber deine Logik sagt, die wird bestimmt denken, ich bin komisch, weil ich gehe in eine Sekte. Und Gott sagt, du bist nicht komisch, sondern du hast die beste Antwort, die es gibt, gerade für jetzt in dieser Zeit. Die Logik sagt, ja, was sagt sie alles? Die Logik sagt uns alles, warum es nicht geht. Aber weißt du was? Gott gibt uns immer Berufungen und Aufträge,
die sind immer ein bisschen größer als das, was wir selber tun können. Grundsätzlich. Und Angst, dieses Gefühl, ich kann das nicht, ist das normalste Gefühl der Welt für Jünger von Jesus Christus. Weil stell dir mal vor, das wäre so, dass wir sagen, ja Gott, natürlich die ganze Welt erretten, können wir. Überall Kirchen gründen, können wir. Millionen von Franken sammeln, können wir. Die ganze Stadt verändern, locker, das machen wir nach Feierabend. All diese Dinge, wo Gott zu uns spricht, wir können es nicht. Es entsteht ein menschliches Gefühl von Angst und dann sagt uns dieses Gefühl, das geht nicht, weil du bist zu alt, zu klein, zu jung, zu groß, zu dick, zu dünn, zu whatever. Und das ist dieses Problem. Wir reagieren mit unserer menschlichen Logik auf das, was Gott sagt. Aber Gott macht das grundsätzlich ein bisschen unmöglich, weil er hat ein Ziel dahinter. Gott teilt alles mit uns, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Heiligkeit, seine Großzügigkeit, aber nicht seine Ehre. Das Ziel dahinter, dass es für dich immer einen Tacken zu schwer ist genau das. Wenn du dich darauf einlässt, dann wird Gott es tun. Das ist Gottes Mathematik. Wir planen ihn mit ein und dann am Ende wird Gott die Ehre bekommen. Und das ist das Ziel hinter all diesen Dingen. Es geht am Ende nicht um dich, nicht um mich, nicht um meine Kirche, nicht ums ICF. Es geht am Ende darum, dass Gott Ehre bekommt und sein Name groß gemacht wird. Und deswegen ist es immer ein Tacken größer. Also in dem Sinne, Glaube ist nicht logisch, Glauben ist aber auch nicht unlogisch, Glauben ist theologisch. Es ist Gottes Art von Logik. Und Gottes Art von Logik ist bestechend brillant. Meine zweite These heute ist, Gott tut es sowieso. Was meine ich damit? Ich glaube, dass es nicht nur daran hängt, was ich tue, sondern ich glaube, dass Gott kommt zum Ziel. Stell dir folgenden Gedanken vor. Gott plant, dass der Erlöser, sein Sohn Jesus Christus, auf die Erde kommt. Gott erwählt ein 14-jähriges Mädchen mit Namen Maria. Gott schickt seinen besten Engel hin und da ist er, Gabriel. Maria sagt, wow, Gabriel. Gabriel sagt, Maria, gebenedeit wird die Frucht deines Leibes sein. Das sage ich immer zu meiner Mama. Das passt nicht ganz, aber so sind wir aus Friesen halt. Wir dürfen Dinge sagen, die andere nicht sagen. Und dann sagt Gabriel, du wirst schwanger werden. Du wirst vom Heiligen Geist ein Kind bekommen. Das wird der Messias sein, das wird der Erretter der Welt sein. Und Maria sagt, nee, das passt gerade nicht. Meine Lebensplanung war etwas anders. Ich wollte erst mal eine Ausbildung oder ein Studium, dann wollte ich heiraten, dann wollte ich Kinder bekommen. Und magst du noch mal in 12 Jahren fragen? Gott sagt, ja, die Erlösung der Welt, das war's jetzt. Maria will nicht. Nein, meine Behauptung ist ganz einfach. Was Gott tun will, das wird er sowieso tun. Punkt. Das Schicksal der Welt hängt nicht an dir und nicht an mir. Aber weißt du was? Wenn Gott es sowieso tut, dann finde ich es viel besser, dass er es durch dich tut. Dass er es durch mich tut. Gott tut es sowieso. Und in dem Sinne möchte ich dir ein göttliches Vielleicht ans Herz legen. Ich denke an Esther. Wir finden das in Esther 4, Verse 12 bis 13. Esther ist Königin, sie ist Jüdin. Keiner weiß, dass sie Jüdin ist. Das Volk der Juden soll vernichtet werden. Sie ist eigentlich schüchtern, sie hat Komplexe, sie ist ein Waisenkind, sie traut sich nicht viele Sachen zu. Und ihr Onkel, der gleichzeitig ihr Coach ist, sagt, Esther, hör mal zu, vielleicht bist du für eine Zeit wie diese, für eine Situation wie diese, genau da, wo Gott dich haben will. Vielleicht, er sagt nicht auf jeden Fall, sondern er sagt vielleicht, aber es ist kein Vielleicht des Unglaubens, sondern es ist ein Vielleicht des Glaubens. Und ich möchte dir Folgendes sagen, vielleicht bist du da, wo du bist, in deiner Familie, an deiner Arbeitsstelle, auch wenn das noch so tricky ist, vielleicht bist du ja da, weil Gott dich da haben will. Ja, vielleicht aber auch nicht, ja, aber vielleicht aber auch doch. Und dieses Vielleicht bringt Esther so richtig in die Gänge. Oder ich denke an ein anderes Vielleicht. In Josua 14, Vers 12 finden wir das. Da ist die Ausgangssituation folgendes. Das Land ist fast eingenommen von den Israeliten, das verheißene Land, aber ein paar Berge noch nicht. Das Problem ist, da wohnen Riesen, also richtige Riesen.
Und keiner will dahin. Die jungen Leute sagen, nee, passt nicht in meine Lebensplanung, ich bin gerade verheiratet, wir haben gerade ein Haus gebaut, wir haben gerade Kinder bekommen, ich hole gerade mein Abitur nach, ich bin gerade Weiterbildung, geht nicht. Die Wahrheit ist, sie haben einfach Angst, weil da Riesen sind. Keiner macht es und dann kommt ein 85-jähriger Mann, 85, damals war nicht ganz so alt wie heute, aber jung war das nicht. Und er sagt, ich mach das, vielleicht ist der Herr mit mir. Wo ich normalerweise denken würde, vielleicht ist ein Ausdruck des Unglaubens. Nein, vielleicht ist hier ein Ausdruck des Glaubens. Weil Kaleb wusste, das ist ganz egal, ob ich 85 bin oder ob ich 50 bin oder 30 oder 20. Wenn wir diesen Riesen begegnen, brauchen wir sowieso, dass Gott eingreift. Und deswegen dachte er, wenn das die einzige Qualifikation ist, ich muss glauben, dass Gott eingreift, dann kann ich auch mit 85 auf diesen Berg kraxeln und Gottes Sieg erleben. Weißt du was? Vielleicht hat Gott dir was aufs Herz gelegt und deine Liste an Ausreden ist so lang, wie eben schon beschrieben, aber vielleicht bist du der Gamechanger genau da, wo Gott dich hingestellt hat. Oder ich denke noch an einen anderen Mann namens Jonathan. Im ganzen Volk gibt es nur beim König eine Waffe. Und sie sitzen unter einem Baum, einem Terebintenbaum und überlegen, wie können wir die Philister besiegen. Und dann gibt es richtig so einen urdemokratischen Prozess. Wir gründen einen Ausschuss, ein Komitee, eine Arbeitsgruppe. Die machen einen Plan, die überlegen sich das und die sagen, nee, das geht nicht, das schaffen wir nicht, wie sollen wir das machen und so weiter. Und Jonathan ist so genervt, der steht mit seinem Waffenträger vor einem Berg, da oben sind die Philister, sie sind zu zweit und Jonathan denkt, weißt du was, der Herr kann ja durch viele helfen. Ja, und durch wenige, das sind wir. Und vielleicht will der Herr durch uns einen Sieg geben. Und dann lässt er sich etwas einfallen, das finde ich schlichtweg genial. Er stellt Gott auf die Probe und er sagt, weißt du was, Gott, ich werde jetzt die Leute da oben beschimpfen, wenn die sagen, komm doch her, dann ist das Zeichen, dass du mit uns bist. Und wenn du das so als neutraler Bibelleser liest, dann denkst du, das ist ja abgefahren. Ihr seid zu zweit, da oben sind viel mehr. Antike Kriegsführung heißt, wenn du oben bist, gewinnst du immer. Da kommen zwei hoch. Da reicht es, ein Tor zu schießen. Da reicht es, drauf zu treten. Das geht gar nicht. Und er sagt, Gott, das ist das Zeichen. Ich werde mit ihnen schimpfen und wenn sie sagen, komm mal her, dann bist du mit uns. Vielleicht musst du einfach ein bisschen frecher werden. Vielleicht, wenn meine Nachbarin komisch guckt, wenn ich zur Kirche gehe, das ist das Zeichen, dass ich sie einladen soll. Wenn meine Nachbarin denkt, die wollen nur dein Geld, ich muss dich warnen, dann ist das das Zeichen, dass du ihr erzählst, dass du ein großzügiger Mensch bist. Du musst vielleicht einfach dein Denken ein bisschen ändern. Vielleicht ist Gott ja mit dir. Ich will dir etwas sagen, Gott ist mit dir. Das Problem ist, wir sollten aus dem Unglaubensvielleicht ein Glaubensvielleicht machen, weil die Bibel sagt uns in Matthäus 25, Vers 23, da sagt Gott zu dem treuen Knecht, nicht gut gedacht, nicht gut gesagt, sondern gut gemacht. Entscheidend ist, dass das, was Gott uns sagt, dass wir das tun. Nicht, dass wir es denken, nicht, dass wir es sagen, sondern dass wir es tun. Und die dritte These ist, die psychologische Frage, wer bin ich? Als Gott zu Mose spricht, hey, hol mein Volk aus Ägypten, geh zum Pharao. Da reagiert Mose so, wie die allermeisten von uns reagieren würden. Die Bibel macht das deutlich, 2. Mose 3, Vers 11. Mose sprach zu Gott, wer bin ich? Womit soll ich den Pharao beeindrucken? Mit meiner Bildung, immerhin, ich habe bei den Ägyptern studiert. Oder mit meinem Aussehen, hey, cool man, vielleicht lässt du mich dann raus. Wer bin ich? Ich bin Mose, ich war jetzt 40 Jahre Hirte. Das ist nicht gerade Karriereleiter ganz nach oben. Ja, aber immerhin Hirte, ja, aber die Schafe gehören meinem Schwiegervater. Ich meine, was gibt's Schlimmeres? Wer bin ich? Und weißt du was? Wenn du ein bisschen älter wirst,
dann ist das eine interessante Frage, so für Leute ab 40 in der Nähe der Midlife Crisis. Das ist die klassische Frage, wer bin ich eigentlich? Jetzt bin ich verheiratet, jetzt habe ich Kinder, jetzt habe ich ein Haus, jetzt habe ich ein Auto, jetzt kann ich endlich jedes Jahr Urlaub machen. Also ich rede hier gerade vom Schweizer Traum. Ich habe es geschafft und dann habe ich es geschafft. Und wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Bin ich ein Auto? Bin ich das Haus? Bin ich mein Bankkonto? Was ist meine Identität? Also ich finde, das ist eine berechtigte Frage, die man sich übrigens mit 20 in der Regel nicht stellt. Denkst du, was ist das für eine blöde Psychofrage hier? Da ist das Leben Attacke. Und mit 40 denkst du, wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Und woher weiß ich das? Ja, weil ich bin über 40. Ich bin 49 und ich habe Menschen bezahlt, zu Recht. Also ich kann es empfehlen, ich zahle Menschen, dass sie mir sagen, wer ich bin. Das ist gut, das hat mir gut getan. Und das ist richtig, aber weißt du was, die Frage, wer bin ich, ist eine Frage, die ist entscheidend für deine Identität. Und deswegen solltest du das rausfinden, über 40, Feuer, lass das. Das ist gut, das ist richtig. Aber in der Frage unserer Berufung, was wir durch Gott und für Gott tun sollen, ist das nicht die wichtigste Frage. Und weißt du, was das Verrückte ist? Mose sagt, wer bin ich? Also eine tiefe Frage. Und Gott antwortet ihm und er sagt, Vers 12, ich will mit dir sein. Auf gut Deutsch, das war gar keine Antwort. Er fragt eine tiefe Frage, wer bin ich? Und Gott sagt, ich will mit dir sein. Wo ich denke, Gott, du hast die Frage nicht beantwortet. Das ist eine klare Frage. Ich hätte Mose jetzt gesagt, weißt du was, Mose? Du bist ein Kind Gottes. Deine Identität ist in mir. Bevor diese Welt geschaffen wurde, da habe ich dich schon erplant und erdacht. Und du bist mein Werk, mein Poema. Du bist mein Sohn, du bist mein Lieblingssohn, du bist mein Knuddeltier. Du bist Mose, du bist mein Schatzi. Du bist im Schoß des Vaters. Du bist wertvoll, du bist wichtig, du bist besonders. Also viele Sachen sind einfach Bibelverse, die ich zitiert habe. Ist das wahr? Es ist sowas von wahr. Aber sagt er gar nicht, hätte ich aber jetzt gesagt. Er sagt einfach, ich bin mit dir. Weil für das, was du tun sollst, ist nicht entscheidend, wer du bist, sondern entscheidend ist, wer ist eigentlich mit dir? Wer ist eigentlich bei dir? Wer ist eigentlich für dich? Wer ist eigentlich auf deiner Seite? Wer ist der dich steuert? Wer ist der dich beauftragt hat? Wisst ihr, das Geheimnis der Kirche von Jesus Christus ist nicht die Kirche. Das Geheimnis der Kirche von Jesus Christus ist Jesus Christus. Die Kirche funktioniert nicht seit 2000 Jahren, weil wir so brillante Menschen sind. Die Kirche funktioniert, weil es so ein brillanter Jesus ist. Er baut gar nicht auf dich. Er baut auf sich selber und er lädt dich ein und er sagt, hey, in deiner Schwachheit kommt meine Kraft zur Vollendung. Und wenn du arm bist, dann bist du reich. Wenn du schwach bist, dann bist du stark. Ja, warum sind wir Leute, die so positive talking, so Chaka, ich bin gut, ich schaffe es. Nee, das baut wiederum auf mich. Wer bin ich eigentlich? Weck die Kraft, die in dir ist. Papalapap. Da hat jemand come on gesagt, hier, der Mann mit dem Gips oder whatever, ist nicht nur ein guter Worshipper, den würde ich immer in der ersten Reihe sitzen lassen, den würde ich dahin platzieren. So Attacke, guter Mann, richtig guter Mann. Ich habe dir was mitgebracht, um das zu demonstrieren. Das ist ein Schaf. Biblisch gesehen, ich glaube, da bin ich theologisch auf einem guten Boden, biblisch gesehen bist du ein Schaf. Also wenn du zu Jesus gehörst, wenn du noch nicht zu Jesus gehörst, dann solltest du sein Schaf werden. So, lass uns mal testen, sagen wir mal bei 3 Mäh. Bei 3 sagte ich. Aber gut, es steckt in dir, du bist ein Schaf, weißt du? Kann man sofort abrufen. Mäh. Okay, und jetzt für die ganz Geistlichen. Mäh, mäh. Nee, vergiss es. Vergiss es. Also du bist ein Schaf. Du bist ein Schaf. Das bist du. Ich habe extra ein Schaf mit vielen Haaren genommen, weil das mein Komplex ist. Was anderes. Das ist diese Wer bin ich Frage.
Aber ich war mal ein Hippie. Das bist du. Hat die Kamera das? Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, warum bringt dieser blöde Deutsche so ein kleines Schaf mit? Wenn ich Leo wäre, dann wäre mein Schaf bigger, ganz sicher. Dann hätte ich hier so ein Wahnsinnsschaf aufgebaut, weißt du? Da könnt's, aber ich bin nicht Leo. Und Leo, falls du das hörst und siehst, ich liebe dich, du bist der Beste, der Allerbeste. Ich bin halt nur ein Dütscher. So, aber das bist ja du. Und weißt du was? Jetzt wirst du mal krank. Jetzt liegst du am Boden. Aber ups, kommst ja wieder hoch. Jetzt hast du mal eine depressive Phase. Ups, du kommst ja wieder hoch. Jetzt läuft deine Beziehung gerade nicht so gut, weißt du? Die Frau stellt fest, er ist gar kein Prinz, seine Socken stinken auch. Oh. Und er ist heute Morgen noch nicht mit dem weißen Pferd an mir vorbeigeritten und hat mich eingeladen, am Strand mit ihm zu reiten. Nee, aber du kommst wieder hoch. Das ist er. Und er merkt, ungeschminkt ist es, aber du kommst wieder hoch. Jetzt hat dich eine fiese Sünde erwischt, die wolltest du eigentlich, die hattest du gar nicht auf dem Schirm, aber warum auch immer, sie hat dich erwischt, du. Jetzt kommt eine Arbeitslosigkeit, Lohnkürzung, Corona, boom. Aber das Ding kommt immer wieder hoch. Ja, das ist ganz einfach, es ist ein Stehaufschaf. In dem Schaf ist etwas drin. Es ist unmöglich, dieses Schaf auf Dauer auf dem Boden zu halten, weil es ist etwas in dem Schaf drin, das bringt das Schaf immer wieder hoch. Es ist nicht das Schaf, es ist das, was in dem Schaf drin ist. Es gibt so ein rheinisches Wort, das habe ich gelernt für meinen Umzug nach Wuppertal. Das heißt unkaputtbar. Das ist ganz schlechtes Deutsch, aber ein richtig geiles Wort. Weißt du was? Dieses Schaf ist unkaputtbar. Und weißt du, was ich dir heute sagen will? Mir ist bewusst, dass das Leben nicht immer easy ist. Mir ist bewusst, dass das Leben Leid mit sich bringt. Mir ist bewusst, dass das Leben Herausforderungen hat. Und du kannst auch sagen, nee, das sind Probleme, ja, das sind Herausforderungen. Es ist alles das Gleiche. Es ist nicht easy, will ich sagen. Aber weißt du was? Du bist unkaputtbar. Warum bist du unkaputtbar? Nicht, weil du das beste Schaf der Welt bist, sondern weil in dir etwas ist, das kannst du nicht kaputt kriegen. Weil in dir wohnt der Geist von Jesus Christus und der Geist von Jesus ist nicht mal kaputt gegangen, ich bleibe bei diesem schlechten Deutsch, durch seinen Tod. Selbst der Tod konnte Christus nicht im Grab halten. Und der Tod musste ihn loslassen. Das ist der größte Feind, den es überhaupt gibt. Und jetzt sagt uns die Bibel, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du den Geist von Jesus bekommen hast, den Geist von Gott, dann sagt die Bibel, dass derselbe Heilige Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, der wird auch dich auferwecken. Du bist unkaputtbar. Und deswegen ist das gar nicht so schlimm, wenn du mal einen Rückschlag hast. Du kommst wieder hoch. Deswegen darfst du auch mal verlieren. Du kommst wieder hoch. Du bist unkaputtbar. Christus in dir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Hey, wollen wir zusammen aufstehen heute Morgen und wollen wir dieses Bild in uns wirken lassen? Und ich möchte dich segnen mit diesem Gedanken. Ich möchte deine Fantasie segnen, dass du dich selber siehst als was auch immer dich runterzieht. Ich sage dir im Namen von Jesus, du bist unkaputtbar, weil Christus wohnt in dir. Du wirst immer wieder hochkommen, weil das Geheimnis ist Christus in dir. Ich sage dir, Gott ist nicht logisch. Gott kann dich gebrauchen, nicht weil du so exzellent bist, weil du so großartig bist, sondern weil du einfach nur Ja sagen musst zu den verrückten Dingen, wozu Gott dich beruft. Und weißt du was? Gott tut es sowieso. Aber ich will das in dein Herz hineinmalen. Gott tut's durch dich, 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 durch uns, durchs ICF, durch den Leib Christi. Gott tut es. Come on, lass uns den Namen von Jesus nochmal richtig attackemäßig so. Attacke, Attacke, Attacke. Diese Dame hat mich heute geschminkt. Und weißt du was? Diese Falte ist viel schöner als vorher. Dankeschön.
So, come on, lass uns Attacke machen. Let's go. Gott, wir ehren dich. Du bist unkaputtbar und deswegen wohnt der Unkaputtbare in uns. Danke Gott, dass du mit uns bist, dass du für uns bist, dass du bei uns bist, dass du über uns bist, dass du unter uns bist. Danke Gott, dass Jesus Christus Immanuel ist. Gott ist mit uns. In Jesu Namen. Amen.